Gott zum Gruß, danke fürs Einschalten. Die Dovpo Topside Squonker Box mit einem Single-Akku von 18650, mit einem Adapter dann 20700 und 21700. Ich habe zum Beispiel die jetzt drin in 21700. Einwandfrei. Das Besondere an der Box ist, dass man die Flasche nicht mehr ausziehen muss zum Befüllen. Man kann es aber trotzdem außer zum Reinigen. Es ist eine Ersatzflasche dabei. Das sehen wir uns dann ganz kurz in der Nahansicht an. Und dass man es von oben befüllen kann, zeige ich auch alles ein bisschen. Ich habe mir sie in Silber gekauft, die Topside von Dovpo. Und wenn man die so steht, noch ist noch eine Ersatzflasche dabei. Was ein bisschen so eine Idee ist, wenn man die Box da aufzieht, aufpassen, nicht? Dann hat man da, ja, man kann da praktisch seine Verdampfer dann einstellen, wenn man die Box leer hat und zumacht, dann kann man da 4 Gliros einstellen. Das ist also ein Ablageboard. Habt ihr bestimmt schon gesehen, Videos gibt es genug. Das Papierzeug gehe ich nicht stark ein. Eins, was aber wichtig ist, das Gerät wird ausgeliefert nur im Watt-Modus. Ja? Und natürlich ist die Beschreibung, sagt ihr selber, Englisch. Und hinten ist aber auch in Englisch dann Firmware Update. Also da steht der Link dabei, wo es hin ist. Wer die Temperatursachen möchte, ja, SS 316 Nickel und so Sachen, muss das übers Upgrade machen. Da muss man ein Firmware-Update machen, eine neue Software. Dann, das finde ich eigentlich okay, weil viele Mengen sowieso die Temperatur, da brauche ich es auch nicht drum herum. Ein schönes blaues USB-Kabel haben wir. Und das, was auch noch wichtig ist, wir haben da ein paar Ersatzschreiber dabei und einen langen Imbusschlüssel, weil wir bei den Flaschen, das schauen wir uns dann bei dem an, die kann man nämlich ein bisschen zerlegen, ist ganz easy, damit man es auch schön auskochen kann. Das sind nämlich Silikonflaschen, ja, da ist nichts mehr drin. Und wenn du jetzt die da drauf schiebst, den Deckel, ja, kannst du da was aufstellen. Das Gerät selber ist dann auch nochmal in einem schönen Ding erinnert. Wie gesagt, ich habe es in dem Silber. Ich war zwar der Meinung, dass ich es weiß habe, aber vielleicht ist das so. Was ist jetzt das Kuriose bei der Maschine, bei dem Gerät? Also, fühlt sich einmal wertig an, das ist Silikon, ja, da braucht man keine Flaschen nicht mehr nachbestellen. Das Außergewöhnlichste ist, dass ich die von oben befüllen kann. Und das zeige ich euch auch, bei mir geht das ein bisschen schneller. Im Endeffekt ist da ein Drehradl, der Draht, dann geht oben ein Gewinn raus. Schauen wir es da noch, seht ihr, dann springt es, ist nichts passiert und dann zieht es hoch. Ja, da sind da so Pfropfen und so muss das auch wieder rein. Dann füllst du das auf, deine Flasche. Ja, du kannst nichts falsch machen. Du hast 2 Öffnungen, also kannst reinschütten. Beim Zumachen kannst du auch nicht aus, musst du ein bisschen hinschauen, dann druckst du das ein, also Federmechanismus. Ja. Und dass das Gewinn greift, nimmst du einen Spreizschritt, sage ich, ja, ein bisschen weiter auseinander, drückst fester drauf und machst das halbe die Umdrehung, dann hast du das Gewinn normal schon. Also bei mir läuft es super. Und beim Anziehen, wenn es ansteht, aufhören. Ja? Nicht nachdrehen wie ihr, es passiert da nichts. Ja? Merkt euch das bitte schön. Gut. Da ist also Markierung, da weiß jetzt nicht, ob das, sagt mir jetzt nichts an. Wer anfängt zum Squonken und sucht da so ein Gerät. Es gibt Geräte, leider auch namhafte Geräte, die haben leider nur einen Schrott 15er drin. Wir brauchen beim Squonken eine kraftschlüssige Verbindung zu unserem Clearomizer. Warum? Weil da sonst die ganze Sauce rausläuft. Das heißt, der Pin, der muss gefedert sein. Da schreibt manche wirklich eine Spring-Loaded, also Federing, und da weiß es aber nur Sliding. Okay? Möchte ich mal so sagen, das ist da fast nur wichtiger wie bei normaler Box. Unabhängig, ob ich jetzt mit 20 oder mit 100 Watt Dampf, spielt jetzt keine Rolle, sondern da geht es um das, das muss plan sein, mit dem Clearomizer, da muss Druck drauf sein. Wie merkt man das? Der ist zum Beispiel sehr stark und sehr weit, ja, und dann sieht man, dass der O-Ring an der Seite keine Funktion in dem Sinn hat. Die ersten iStick oder die ganzen Wismec-Boxen und diese RX und die eLeaf und so, haben alles nur also einen windigen Silikonring drumherum, auch die Kanga-Boxen am Anfang. Und das habe ich schon ein paar Mal kritisiert, weil
die 510er Anschlüsse von unseren Verdampfer, die haben nicht von jedem Hersteller aufs Zehntel gleich. Der eine ist kürzer, der eine ist länger. Und so ein Silikonring, der wo das da federt, der lässt den Pin da drin nur sliden, aber er kann keinen Druck ausüben. Druck kann nur dann ausüben, da mache ich mal noch ein Video, aber ich habe es eh schon mal gezeigt, da gibt es vom Fat Daddy 15er und eine andere, wo Federn drin ist, die wo immer mit Druck auf den Pin ist. Das heißt, der Druck übt immer, der Pin übt immer Druck aus. Also, es ist jetzt wieder, ich habe es eh schon ein paar Mal auch geschrieben, in anderen Foren und so, die Pico Squeeze oder wie die heißt, die Zweiter, da gibt es einen englischen oder amerikanischen YouTuber, der hat jetzt legt und hat er selber gesagt, da ist nur O-Ring drin, da ist keine Federung drin. Da könnt ihr euch darauf einstellen, dass euch das Wasser mehr ausläuft. Also ganz wichtig bei Squonker, das muss ein gefederter, ein richtig stark gefederter Pin sein. Ja, sonst habt ihr irgendwann Probleme, und zwar auch schnell. Hat der. Gerade nochmal so als Ding, da haben wir unten unsere Aufschriften. Was kann man trotzdem mal tun? Natürlich, wenn einer sagt, ich mag das nicht von oben befüllen, was aber unwahrscheinlich ist und keinen Sinn macht, du hast unten deinen Schiebedeckel, dann ist ein Adapter dabei, ja, weil da kann man bis 21700 rein tun, also ein Adapter dabei für 18650. Natürlich, wenn man oben die Kappe aufmacht und den Stupsel raus, wirklich die Kappe oben oberschrauben und dann an der Flasche draufdrücken und nach unten schieben. Da ist der Dromat, da ist unser Einfüllstutzen. Seht ihr es? Oben, Deckel oben, dann, wenn es geht, nicht oben drauf drücken. Ich darf da oben gar nicht reindrücken mit dem Finger. Ja, sondern fahrt auf der Flasche, drückt es rein, die ist ja eh leer, ihr hört es wie viel, und dann schiebt es einmal ein bisschen nach unten, dann geht die ganze Gaudi raus. Genau da ist unser Loch in der Flasche. Und deswegen kannst du gar nicht falsch reinschieben. Weil wenn du es da so reinschaust und dann siehst du das Teil, oder? Dann sieht man es genau. Und wenn man das Flascherl dann zerlegt, oder auch das andere, dann kann man auch wissen, die flache Seite, wo das Loch ist, ist dann hart. Ja? Und gegenüber muss das zum Pushen sein. Und da drinnen sieht man jetzt auch von oben sogar, seht ihr das Zipferl, den Stutzen, und der muss in das Löchle da rein. Du kannst nicht aus. Jetzt muss ich mal schauen, man kann es verkehrt einschieben. Also du kannst es jetzt verkehrt auch einschieben. Siehst du das? Jetzt war es falsch. Jetzt war es falsch. Siehst du das? Jetzt können wir falsch schaffen. Dann stehen wir da am Zapfen ab. Also bitte schön aufpassen. Nicht, dass einer noch 5 halbe Bier da muss ich eindrücken und dann drückt es um den Zapfen weg. Ist zwar sehr stabil, aber trotzdem. Also Augen auf, Ohren auf, Helme sage ich da immer. Dann schiebt es euch einer und dann drückt es nur unten mit dem Finger drauf. Das war's. Und dann oben wieder Deckel drauf. So einfach ist das eigentlich. Der Pluspol, man sieht hier unten auch immer, da steht jetzt zwar schwarz auf schwarz und das kritisieren auch manche, aber man kann das sehen. Also der Minus von unserem Akku muss natürlich da sein. Und somit tun wir das einmal in 18650er. Ja, dann schieben wir das da rein. Und dann schauen wir mal, wie sich das verschließen lässt, ob das überhaupt geht. Also da 4er ziehen. Und dann, es hat Druck, es muss auch Druck haben. Ja, wir brauchen da keine Wackelpartie da drinnen, es muss Druck haben. Und dann haben wir schon unser Menü. Aufs Menü brauche ich, könnt ihr euch bei anderen oft einsehen, wie gesagt, wir haben jetzt nur, was haben wir denn? Variable Watt 1, 2, 3, tut er was? Nein, tut nichts. Plus und Minus miteinander, schauen wir mal unten, vorher Plus und Minus. Das ist Locking. Dann ist das gelockt, die unten, ja, wenn du unten aus Versehen was verstellen möchtest, deine Leistung oder deine Temperatur, wenn du das Upgrade machst, geht es nicht, aber feuern könntest, Check Atomizer. So, ich zeige es euch jetzt kurz herum, weil eben ganz wenig. Es ist nur der Watt-Modus
Oder wie oben steht der Bypass-Modus. Also ihr habt oben einen Akkustandsanzeige, dann haben wir jetzt in dem Fall 3,85 Volt, dann haben wir eine Ampere, direkte Ampere und was halt dann beim Dampfen in Watt wäre, bei 0,94 Ohm Widerstand. Umschalten von Bypass auf Watt macht es mit der kleinen Taste unten und Vordertaste gleichzeitig und bleibt drauf und dann kommt oben wieder variable Watt-Einstellung. Okay, mehr geht dabei nicht. 5-mal klicken, Goodbye, 5-mal klicken, einschalten. Und das andere ist pipi einfach. Ja? Bei Plus gehst du rauf, lassen laufen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Watt das die hat. 90, das passt auch, ist mir auch wurscht. Reicht Bier völlig. Ja? Sieht man dann in der Beschreibung. Geht runter bis 5 Watt. Wenn ich weiter drücke, geht es auf 90. Also das ist, sie läuft dann da drüber. Ja, also es könnte jetzt passieren, du dampfst auf 5 Watt, könnte ja sein, und du hast die Tastensperre nicht drin und kommst aus Versehen hin und ziehst da und hast auf 90 Watt. Also da aufpassen, ja, also die läuft drüber. Was halt schon gut ist, wie gesagt, da ist nochmal eine Reserveflasche dabei, was ist bei dem anders? Da oben am Anfang nicht dran, das ist nur gesteckt, ja, nur aufgesteckt, okay? Das könnt ihr euch mitnehmen. Da ist da ein Pin, der wo da auch abdicht alles und einfach nur draufschieben, geht wirklich streng, also da schüttelt nichts raus und gar nichts, wie gesagt Silikon. 10 Milliliter gingen angeblich ein, ich habe es noch nicht gemessen. Dann haben wir den langen Schrauben dabei, für die Schrauben. Ja, du kannst aber natürlich hergehen, wenn du da einen Deckel herunten hast und kannst darauf, wenn du sowas hast, den Imbus annehmen. Also es ist ein Imbusanschluss, sage ich jetzt kurz. Merkt euch das wieder, da ist die Einbuchtung gegenüber Silikon. Ja? Also bevor man sowas auseinanderbaut, dann macht es die 2 Schrauben raus. So schaut der eine aus, ein wenig abgestuft. Und dann kannst du hergehen und dann schiebst du jetzt das over. Ja, das ist da angeschraubt. Beim Anschrauben seht ihr, da ist schon ein Messinggewinde eingepresst, aber trotzdem wird es einfach nur normal mit Gefühl anziehen, nicht übertragen. Dann kannst du das Gehäuse overschieben und dann sieht man die Silikonflaschen. Und da sieht man schon, die hat unten so einen Rand rundum, wo es mit dem eingedruckt wird. Und da haben, wenn man jetzt die oberzieht, seht ihr, da haben 2 Auskerbungen an der Flasche. Wo müssen die hin? Natürlich da, wo die Schrauben sind. Der Schlauch ist schon schräg geschnitten, passt. Einfach drüber stecken, ja, einfach drüber. Und natürlich so, dass die Aussparung da ist, wo die Schrauben sind. Die sind groß genug bemessen, also da siehst du, also, da kannst du gar nichts falsch machen. Und was haben wir gesagt? Das Teil, wenn da ist, muss das da her. Also, da flaches Teil, Silikon, so wird es reingeschoben. Dann haltet es euch ein bisschen zusammen. Vielleicht muss man ein bisschen zusammendrücken, aber normalerweise haben sie es. Und macht es nur einen Tipp. Schraubt es nicht gleich ganz zu, wie jetzt die anbeißen lassen, wie man bei uns in Bayern sagt. Und jetzt die nächste auch anbeißen lassen. Warum? Damit es nicht einseitig verzirkt. Ja, das ist wie beim Autoreifen aufgeschraubt. Gegenüber, also jetzt nehmt ihr euch den, schaut ein bisschen hin, dass da der Spalt ein wenig kleiner wird. Und dann da wieder. So, und beim zweiten Mal geht es eh schon, jetzt steht schon an die Schrauben, dann hören wir auf. Ja. Und da ist es auch so, da steht es jetzt auch schon an. Passt. Das war es eigentlich. Deckel drauf. Gut. Wenn man so schaut bei den Dampfer, gibt es noch viel oder eigentlich vielleicht auch die Mehrheit, weiß ich jetzt nicht, die sowieso mit Temperaturdampfen nichts am Hut haben. Dann brauche ich eigentlich diese ganze Programmierung fürs Temperaturdampfen auf einen Chip nicht. Kann man so machen, kann man streiten drüber. Ich finde es nicht schlecht, weil der, wo TC verliebt ist, also Temperaturdampfen verliebt ist, der weiß auch, wie man Upgrade macht. Von dem gehe ich mal aus, weil der hat dann schon andere Buchsen und dem macht man dann auch meistens ein bisschen upgraden.
so zu sehen, ist das auch ein Weg, was die DOFPO machen, dass sagen, wir machen nur Bypass und Watt. Ganz einfach, dass auch einer, der was Quanten anfängt, ganz einfach klarkommt, weil du hast eben nur ganz wenige Menü, oder in dem Fall hast du ja kein Menü nicht, du kannst alles steuern, wie ich gerade gesagt habe, mit Plus und Minus sperren und. Steht auch in der Beschreibung, auch wenn es auf Englisch ist, aber hinten der Link, den kann ja jeder abtippen, dann kommt man auf die DOFPO-Seiten und die haben meistens auch ein bisschen auf Englisch, ja, diese Herstellerseiten, weil sie meistens Chinesen sind. Gut, die haben wir nicht jammern auf hohem Niveau. Wie gesagt, ich wollte eigentlich nur mehrere Wochen das Teil testen, aber leider, ich kann nichts Böses finden. Man kann über das eine oder andere streiten, aber das ist auf hohem Niveau. Was ich vielleicht noch erwähnen möchte, was mir ganz gut gefällt, das ist da hier vorne, schaut bei der Detailansicht nochmal, da haben sie über dem Feuertaster auch nochmal ein bisschen was gemacht, falls euch da ein Liquid runterläuft, dass es nicht oben reinläuft und dann aufs Board geht, also auf den Chip und den kaputt macht, sodass man da beim Taster oben eine Verblendung drüber gemacht hat, über den runden Taster, dass das Liquid nicht da reinläuft, sondern oben drüber läuft. Ansonsten macht das Teil Spaß, ist wertig oder Gewicht, habe ich eigentlich schon gesagt. Entscheiden muss man sich selber. Ich kann jetzt da nichts sagen. Wie gesagt, ich habe gute Erfahrungen mit DOFPO. Ja, ist jetzt nichts Negatives. Und ja, einfach und trotzdem gut gemacht, ist meine Meinung. Okay? So, dann bleibt sauber, dann haben wir schon wieder fertig für heute. Für euch.